Familie Hannibal im Urlaub, Teil 3. Man ist jetzt 12 Stunden auf der Bahn und längst war es Zeit, ins Nest zu gehen. Doch kann man jetzt den Schlaf vergessen, denn jetzt ist Zeit fürs Mittagessen. Was schon aus dem Grund nicht entfällt, weil so der Pensionspreis enthält. Der Vater, was Normalfall ist, kriegt schon am ersten Tag die Schiss. Drum muss zunächst die Mutter laufen, irgendwo einen Schnaps zu kaufen. Zum Strand, da ist es gar nicht weit. Doch der liegt auf der anderen Seite von einer Straße. Da ist Verkehr. Wie wenn man gerade am Stachus wär. Drum sagt die Mutter kurz entschlossen, da kann man euch allein nicht niederlassen. Ich hab auch so genug an Sorge. Zum Baden geht's gemeinsam. Morgen. Am 6. geht's zum Abendessen. Doch hat fast niemand mehr Interesse. Da sagt der Vater strengen Blicks. Es wird was gegessen. Verschenkt wird nix. Naja, es wär ja auch gelacht. Und so kommt man langsam in die Nacht. Man geht ins Bett, zwar unter Brumme, allmählich kennt der Sandmann kommen. Doch wird man jetzt vom Schlaf verschont. Bitte, sind ein bisschen ungewohnt. Da in so einem Urlaub, so einem teuren, da wollen andere Leute auch feiern. Und Autos rasen noch am 3. So viel wie mittags schon vorbei. Im Flur tut ständig jemand laufen. Man muss sich Oropax halt kaufen. Doch so eine Nacht tut auch vergehen. Meins tut man dann am Buffet stehen und jeder schiebt den Teller voll, wie wenn's für einen Monat lange soll. Man schreibt jetzt Karte vom Hotel mit einem Kreuzel an der Stelle, wo man in dem Zimmer drin. Die sollen sehen, wo wir sind. Damit man auch erzählen kann, gehen Vater, Sohn zum Ballermann. Doch keiner hat sich was getraut und außerdem, das war zu laut. Doch laut ist schließlich auch am Strand. Es ist ein Kampf um jeden Meter Sand. Und treibst einen Meter Sandstrand auf, da liegen längst 3 Leute schon drauf. Triffst Hungerleider, Lobhüfer, man findet an nirgends die Claudia Schiffer, egal bei wem man danach fragt. Es wird auch keiner umgebracht. Man kann erst schlafen gehen, morgens ab 4 und muss Sonnenbrand schön langsam auskurieren. Das Einzige, was angenehm, man darf in 3 Wochen schon wieder heim.